Bei der klassischer Dreier Berlin aus München mit der Leistung von 292 PS denken viele BMW-Fans an eine 6-Zylinder-Reihenmotor. Pustekuchen, falsch gedurcht. Zeiten stehen noch bei BMW auf Elektrifizierung, also stemmen hier ein abgeladene 4-Zylinder an ein Elektromotorsystemleistung. Am großen Ganzen ist ein 330e um Facelift von 2022 seinem Design auch passenderem frei geblieben als einem ausdrucksvollen vierten Teil, aber auch ein überheblich modernisierten Interieur mit auf Drehs schickt. Vom Depart weg hat die 7. Generation auch alles an Bord für im Kron- am Mittelklasse-Segment zu kämpfen. Wir sind ein Gefühl am Erdbild von dieser BMW 330e Berlin. Immer oder mat fuhren die kleine Blick an den Interieur, wo direkt dir festgestellt ging, dass sei etwas geschieht ist. An Platz für ein klassisches Kombi-Instrument hält die Cockpit mit 2 verbundenen Ekranen ab, die sich über den halben Tableau de Bord wegziehen. Den direkt vierum Volant installierten Teil vom neuen Curved-Display weist auf sämtliche Daten über Fuhren an, wirkt aber aufgrund von seiner überstylten Optik nicht ganz übersichtlich. Der 14,9 Zoll großen Zentraldisplay bündelt die Informationen an denen hier Ausstellung. Das sogenannte BMW Operating System setzt dabei allerdings Männer auf eine klare Menüstruktur, mit viel mehr auf viel unterschiedliche Symbole für die einzelnen Funktionsgruppen so als Smartphone. Aber wir sehen das ganz interessante App-artige Struktur von der Bedingung intus vergeht schon eine gewisse Zeit. Natürlich gibt es alternativ dazu auch eine Spruchsteuerung. A puncto Offroadplatz bleibt dem BMW 330e ein gräumiges Auto. Auch wenn von Qualität geschwärzt wird, mischt kein den in München etwas für, sowie sämtliche Materialien sich hochwertig auffielen und penibel gut zusammengesetzt sind. Mit einer Länge von 4,70 Meter und einer Breite von 1,44 Meter verspricht das 330e Berlin am Interieur ein normal offener Platz. Die Sitzposition auf den 4. Sitzer war für mich ein bisschen niedrig. An Kampffreiheit hinten dran könnt auch ein bisschen zu kurz, wenn ihr von einer Größe die 1,75 Meter schwätzt. Mal dagegen für das Ladevolumen von 315 Liter, weil an sich bald 90 Liter Männer sind wie bei der normalen Dreier Berlin. An dat fällt beim Plug-in-Hybrid Dünntriebsbatterien ändert einmal leiien. Für mehr Platz an Bord zu haben, bietet BMW schließlich auch nach den 330e Touring. 330e steht um allen Decken. 252 PS Systemleistung steht am Auto, und das die Rechnung von 2 Motoren, Benzin und Elektro. Aber wenn das Gaspedal durchgedreht wird, klimmt die Leistung für einen kurzen Moment sogar bis auf 292 PS. Also richtig Bums, für 10 Sekunden lang. Genau für den Spaß im Fahren zu haben. Die Leistung vom Dreier Plug-in-Hybrid kann durch sportliche River und also abhängig von dem, was nach von Leistung am Akku sticht. Er kann auf 5,9 Sekunden durch seinen Elektroboost von 0 auf Tempo 100 spritzen und seine maximale Vitesse liegt bei 230 km/h. Sein Lithium-Ionen-Akku hat eine Kapazität von 12 Kilowattstunden. Auf voll abgeladen sind die 60 km rein elektrische Autonomie mit einer Vitesse bis 140 km/h dran. Wenn an sich ja reine Blödsinn ist, schließlich ist der Grundgedanke von einem Hybrid über Land mit Verbrennermotor zu fahren und die elektrische Autonomie für an der Stadt zu versorgen. Den 330e fährt sich auch typisch 3er Serie, eine stramme Suspension, eine direkte Steuerung auf voll am Unzeichen. Alles das, für was BMW auch bekannt ist. Und hier kommt das Kribbeln nach dabei. Geht der Fahrmodus auf Sport gestellt, mobilisiert den Dreier-Hybrid beim Überholen oder sogar beim Auffahren bei der geringen Luft noch zusätzlich ein paar PS. Auch das Zusammenspiel 4-Zylinder Benziner und Elektromotor passt auf ihn, sowie seine fein angestalteten Erdstufenautomatik auch gut herabpasst. Für diesen 330e Plug-in-Hybrid 100%ig abzuladen, proposiert BMW ihr e-Wallbox Pur, der dann 3,5 Stunden packt. Hängt den aber und Haushaltssteckdose, kann ich schon mit etliche Stunden rechnen.
Durch den spursam Hybridtechnologie kommen wir auf 100 Kilometer mit bis zu 3,5 Liter aus. An hunne do fertig brucht, fir mat eng kontroléierte Fos bis zu 3 Kilometer Reng elektrisch können unzufuhren, ehe der Verbrennermotor angeschaut wird. Wenn de Lo méi wäit fir die Uginnen Elektroreichweite will fuhren, deget sein Ziel am besten am Navigationssystem an. Am Hybridmodus optimiert den Undriff dann den Ersatz von der elektrischen Autonomie aufhängig von mähliche Witessen ab vom Bierhof ab Bierjob fuhren. Fazit: Ob manst 550.000 € muss ich schon dahin abliedern, für an den Genuss von dieser 330e Berlin Plug-in Hybrid zu kommen.